wir wissen nicht, wann wir sterben. Und aus dieser Tatsache heraus gilt es, bewusst zu leben. Mein Name ist Olaf Schulz. Ich bin Krankenpfleger, arbeite für einen spezialisierten Palliativ-Care-Dienst im Kanton Zürich. Pallia Viva heißt der. Bin hier in der Region Affoltern, Knonauer Amt, zuständig als regionale Bezugsperson von unserer Firma. Sterben in erster Linie ist für mich die Normalität am Ende des Lebens, weil es beginnt mit der Geburt und endet immer mit dem Sterben. Insofern ein normaler Teil des Lebens. Gehört dazu, macht unser Leben, finde ich, wertvoller, weil ein Leben ohne Ende scheint mir wertloser. Von daher eigentlich ein normales Wort für mich, dazugehörig. Angst vorm Sterben ist nur hypothetisch beantwortbar. Also so aus dem Bauchgefühl, aus der Ratio raus, nein. Wenn ich aber eins in den vielen Jahren in diesem Gebiet gelernt habe, ist, dass wir genau wissen, dass wir gar nichts wissen. Und die Tatsache, dass ich nicht weiß, wie ich mich verhalten werde. Ich kann auf Statistik greifen. Man weiß, dass Pflegende, Leute, die in der Pflege gearbeitet haben, die schwierigsten Patienten sind. So betrachtet werde ich wohl ein schwieriger Patient vielleicht werden. Vielleicht. Grundsätzlich aus der jetzigen Situation habe ich keine Angst vorm Sterben. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich eine infauste Prognose hätte, wie es wäre, wenn ich mich tatsächlich in einer Sterbesituation dann irgendwann befinden werde. Das ist Kaffeesatzlesen, das weiß ich nicht. Ich kann nur vermuten, wie ich reagiere. Also über die Ratio unterhalten wir uns natürlich alle für wahnsinnig entwickelt, eloquent, romantisch bis zum Schluss. Wir haben ja auch eine sehr verschobene Vorstellung von Leid und Sterben, weil wir einfach alle viel Fernsehen, oder? Und das unser Bild sehr nachhaltig geprägt hat über die letzten Jahre. Es läuft Geigenmusik im Hintergrund und wenn wir sterben und das Licht verändert sich, wird etwas heller und sanfter. Und das sind alles so Vorstellungen, die wir wissen alle, dass das Blödsinn ist und trotzdem haben wir das alle im Kopf. Ja. Aber nein, ich habe aus der jetzigen Situation heraus keine Angst vor dem Sterben oder vor dem Tod. Vor dem Tod Angst zu haben, wäre ja sowieso schwierig, weil ich weiß nicht, was der Tod ist. Was ist der Tod? Wer weiß das schon? Ich finde es immer wieder eindrücklich in Situationen, wo Patientinnen und Patienten sich gegen eine Therapie entscheiden, weil sie eine Prognose bekommen und sagen, ich habe ein gutes, erfülltes Leben gehabt. Jetzt habe ich so eine infauste Prognose, dass ich mir nicht vorstellen kann, das noch mit einer Therapie zu bearbeiten. Und ich hatte mal einen Patienten, wo wir ein Spiel daraus gemacht haben. Er hat mich immer wieder gefragt, Herr Schulz, wann ist es jetzt soweit? Wann sterbe ich endlich? Und das war wie ein Spiel, weil er wusste genau, dass ich jedes Mal sage, das weiß ich nicht. Das ist eine Frage, die niemand beantworten kann. Und ich habe mit der Zeit dann gesagt, ja, ich gucke mal in meinen Kalender oder ich gucke auf die Uhr. Ich gebe Ihnen noch. Das war aber wie ein Spiel. Wir haben dann beide wie lachen müssen, weil das Hanebüchen ist. Und wir wussten das, logischerweise. Und ihm war das auch bewusst. Und er war aber ganz verwundert, dass er auf die Therapie verzichtet hat und mit einem Bauchspeicheldrüsenkrebs, ein sehr aggressiver Krebs, noch so lange lebte, bei guter Qualität. Das hat er wie am Anfang rational gar nicht verarbeiten können, weil er hatte seine Freunde geladen, die hatten sich verabschiedet von ihm und er hatte so das Gefühl, so, jetzt haben sich alle verabschiedet, jetzt wäre ich soweit, jetzt könnte ich sterben. Und dann hat er aber noch über ein halbes Jahr gelebt und mit guter Qualität gelebt und hat wie dann irgendwann kam er sich vor, als wäre er zu schnell gelaufen. Also, was ist jetzt? Passiert jetzt was? Sterbe ich jetzt? Lebe ich noch? Darf ich noch leben? Ist das erlaubt? Darf es mir auch gut gehen? Ich habe nicht mal Schmerzen. Darf ich das? Also er kam wie in Clinch, weil die Klischees wie nicht erfüllt wurden, oder? Die er auch von sich selbst hatte in der Situation. Und das finde ich so spannend, oder? So diese Betrachtung anhand unserer Vorstellungen, die dann Lügen gestraft wird.
habt keine Angst vor dem Tod. Das finde ich, vor etwas Angst haben, das ist wie, ich habe Angst vor der Gletscherschmelze. Das ist diffus. Natürlich schmelzen die Gletscher, aber ich weiß überhaupt nicht, was passiert, wenn die geschmolzen sind. Es gab auch mal eine Zeit, wo viel mehr Gletscher da waren und wir leben in einer Zeit, wo weniger sind und die auch noch schmelzen. Wir können das nicht wissen. Wir können nur vermuten, dass es schlimm wird anhand bestimmter Kriterien. Das gilt auch ein bisschen für das Ende vom Leben. Ich weiß nicht, wie das wird. Ich muss deswegen nicht vom Allerschlimmsten ausgehen, dass es die Hölle sein wird, bevor ich sterben werde, sondern ja, hab keine Furcht. Wann das sein wird, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es endet. Und sich bewusst damit auseinandersetzen, sich klar Gedanken machen, was möchte ich, wenn ich in so einer Situation bin, dass ich krank bin, sterbend bin. Und noch viel wichtiger, was möchte ich dann nicht? Das ist fast noch elementarer und das ist dann halt die Auseinandersetzung damit, mache ich eine Patientenverfügung, mache ich die eigentlich für mich, mache ich die für meine Familie, mache ich die für alle, die damit umgehen müssen, damit meine Wünsche wirklich bis zum Schluss umgesetzt werden, oder? Was ich immer wieder spannend finde, wäre eine solche Geschichte. Eben vor 2 Wochen der junge Patient, den gleichen Jahrgang wie ich hatte und so lange angekämpft hat, weil er noch einen sehr kleinen Sohn hat. Und aber in der Situation, wie sich die Frage gar nicht gestellt hat für ihn, ob er Therapie macht oder nicht, weil das war klar, er macht Therapie, weil er will da sein für seinen Sohn und hat sehr gelitten unter der Therapie. Und wollte in seiner Familie verbleiben. Und das war immer sein Wunsch. Und gleichzeitig war er über Strecken sehr, sehr weit und viel im Spital. Und das war ein krasses Missverhältnis. Und da hat mich eben so extrem gefreut, dass er durch unseren Dienst sich so unterstützt fühlte, dass er zu Hause sein konnte, viel, viel mehr zu Hause sein konnte. Ein Vierteljahr nicht ins Spital musste mehr, das letzte Vierteljahr, wo er vorher monatlich fast war, oder? Und sich so sicher und wohl gefühlt hat, dass er auch zu Hause sterben konnte und wir gegen Schluss eben wirklich über das Sterben reden konnten, was er vorher wie nicht konnte. Er konnte nicht über sein Sterben reden, das war ihm nicht gegeben. Das ist bei Männern, glaube ich, noch mal häufiger, dass man über das Sterben wird insgesamt nicht geredet, auch unter Frauen glaube ich nicht, aber unter Männern noch mal weniger, weil da ist eben dieser Kontrollverlust, dieser Umgang damit, der so schwierig ist oder scheint. Und das ging mir sehr ans Herz, einfach zu erleben, wie er dann klar werden konnte, sich klar äußern konnte dazu, seine letzten Wünsche klar äußern konnte, wie er das miteinander wie anschauen konnte. Und er zu Hause versterben durfte, da wo er sterben wollte, ursprünglich schon. Und sich diesen Wunsch hat erfüllen können, das war sehr, sehr beeindruckend. Nach so langer Zeit vor allem. Ich habe ihn ein Dreivierteljahr betreut.